Sachen Spielplatz haben wir in letzter Zeit schon gut was getan. Also es gibt neue Spielplätze, es gibt neue Spielplätze in den Wallanlagen, diese Reifenschwinger. Ich glaube, das darf man gar nicht sagen, was solche Dinge auch kosten. Also das ist für mich gut angelegtes Geld, keine Frage. Das will ich gar nicht abwegig stellen. Aber wir können den Euro auch immer nur einmal ausgeben. Und ich versuche, solchen Hinweisen nachzugehen. Und wie gesagt, ich finde das auch nicht schön und das sollte auch nicht die Sichtachse bleiben, die Eberhard Ritter eben andeutete, weil Sichtachse heißt für mich jetzt nicht, dass dann Spielgelände stören. Also das kann, denke ich mal, nicht die Richtung sein, die wir gehen wollen. Aber danke für den Hinweis. Das wird mit Sicherheit nicht schlimmer, es wird, denke ich, besser. Wir sollten vereinbaren, dass wir vielleicht auch in den nächsten Tagen mal recherchieren und über den Umweg Rheinische Post dann mal eine konkrete Antwort geben, ob es da einen genauen Plan gibt, können wir jetzt sicherlich nicht beantworten. Letzte Chance, wer möchte noch? Vielleicht können wir dann, Herr Kletter, damit die Schlussrunde sozusagen starten. Wir haben einmal die konkrete Finanzsituation angesprochen. Wie entwickelt sich die Auslage möglicherweise? Welchen Spielraum sehen Sie, ist ja die Frage etwa. Und damit verbunden natürlich auch, wie sehen Visionen aus, um Xanten auch nicht nur in 6 Jahren für die Amtszeit, sondern auch in 10 oder 15 Jahren zu betreiben. Da Sie mich ja jetzt direkt angesprochen haben, beginne ich auch mal, aber ich will jetzt wirklich keinen Vortrag über die Haushaltssituation der Stadt halten. Ich glaube, das wäre jetzt der falsche Ort und wäre übrigens auch nicht fair den seinen anderen gegenüber, weil da habe ich vielleicht ein bisschen Vorsprung. Aber 40 Millionen haben wir in der Tat nicht. Wir haben weniger. Das ist auch schon hinlänglich in den Zeitungen geschrieben worden und auch wenn man es vielleicht nicht wahrhaben will, also wir haben weniger, aber ich stehe auf dem Standpunkt, jeder Euro, ich habe den jetzt nicht genau im Kopf, sagen wir mal Anfang 30 Millionen, ungefähr. Das ist immer noch zu viel. Jeder Euro ist für mich zu viel. Das ist inklusive DBX-Grenzen. Aber man muss auch bei so einer Darstellung immer sehen, wie sieht es denn im Vergleich zu anderen aus. Welche Stadt ist denn schuldenfrei in Nordrhein-Westfalen? Das sind ja wohl die wenigsten. Und ja, das ist dann eine Gemeinde Salzburg. Da gibt es noch 5 andere. Und ansonsten müssen wir ja gucken, wie sieht denn die Realität aus? Ich kann mich doch nicht mit jemandem oder mit einem Einzelnen vergleichen. Es gibt 400 Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Von den 400 Kommunen stehen wir verhältnismäßig, ich würde sogar sagen, verdammt gut da. Ich möchte natürlich runter von den Schulden. Das ist keine Frage. Dafür müssen wir aber erstmal den Haushalt ausgeglichen kriegen. Und da sind wir auch eigentlich auf einem ganz guten Weg hin, dass wir das hinkriegen. Wir haben Millionendefizite, die jetzt kontinuierlich immer kleiner werden. Und da kommt man nicht von ungefähr, also das ist schon das Ergebnis auch guter Arbeit im Rathaus, nicht von mir, sondern von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat. Ich glaube, so viel zu Finanzen, weil das Thema ist ansonsten zu trocken für so eine Arbeit, vermute ich mal. Aber gerne können wir uns darüber unterhalten, der Diamant. Da habe ich richtig Spaß dran, über Zahlen zu reden, aber nicht heute Abend. Ich denke, da können wir auch gerne mal zu zweit machen. Ja, das können wir gleich ja sowieso noch tun. Aber Richtung Vision, Xanten als großes Bild. Vision ist natürlich mal ein großes Wort. Und Sie haben ja eben dieses Zitat, glaube ich, angesprochen, also wer Vision, dann sollte zum Arzt gehen. Also ich denke schon, dass das nicht so ist. Also Visionen sind schon wichtig. Und Sie erwarten, und das ist auch Ihr gutes Recht, von einem Bürgermeister ein Bild, wo es denken soll. Und ich bin 43 Jahre alt und ich trete nicht an bei der Kommunalwahl 2014, um einmal gewählt zu werden und dann zu sagen, tschüss, sondern ich habe eine längere Perspektive hier und ich möchte hier mindestens noch einmal wieder gewählt werden. Das heißt, diese Vision hat für mich auch eine Art Bewährungscharakter. Die Vision langfristig geht dahin, dass wir eine Stadt sind oder werden, die für alle Generationen
liebenswert, lebenswert ist, dass man sagen kann, jung und alt, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich alt werden, aber hier kann ich auch als junger Mensch leben bleiben, muss nicht abhauen, weil es ja nichts gibt. Die Vision ist auch, dass wir mit soliden Finanzen es hier ermöglichen, weiter die Stadtentwicklung nach vorne zu treiben. Aber Stadtentwicklung mit Augenmaß. Stadtentwicklung unter Einbeziehung der berechtigten Interessen der Xantenerinnen und Xantener, dass wir als Gastgeberstadt Gäste oder Gästen ein tolles Angebot hier vorhalten, aber dass es eine Stadt ist, wo der Xantener sagt, hier kann ich prima leben, und der Gast sagt, hier komme ich gerne hin, hier möchte ich mich erholen, hier möchte ich Gast sein. Und das zusammen unter einen Hut zu bringen, das ist meine Vision für Xanten, und da würde ich nicht nur 6 Jahre, gerne auch länger für arbeiten. Danke. Du hast es sehr gut an, und ich denke, keiner von uns beiden wird da irgendwelche Einwände haben. Es wird sich nur die Frage stellen, der Weg dahin, wie wird er gegangen, das wird sich dann in Zukunft herausstellen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Wenn ich jetzt, Herr Feldkamp, eine Vision rausgeben soll, dann würde ich sagen, wir wollen der beste Luftkurort oder Kurort Deutschlands werden. Wie wir das Ziel erreichen, das besprechen wir mit möglichst allen Bürgern im Rat und mit der Verwaltung. Ja, vielen Dank. Ich darf Ihnen beiden für das sehr angenehme Gespräch danken. Ich hoffe, es hat Ihre Erwartungen erfüllt und Sie haben die Informationen bekommen oder die Kandidaten näher kennengelernt, so wie Sie sich es heute erhofft haben. Zum Ende zunächst nochmal eine Entschuldigung, die hätte eigentlich am Anfang kommen müssen. Einige von Ihnen, einige wenige, waren schon um 18 Uhr hier, weil wir in der ersten Ankündigung in der Tat 18 Uhr wie auch bei den anderen Veranstaltungen geschrieben hatten. Mit Rücksicht auf den Schulausschuss, der heute getagt hat, hatten wir das dann nach hinten verschoben und entsprechend auch die Berichterstattung geändert, auch vielleicht nicht genau genug darauf hingewiesen, dass es dort eine Änderung gegeben hat, da also die Bitte um Entschuldigung. Dank sagen möchte ich natürlich auch nicht nur den dreien hier, die mir sehr gut geholfen haben, sondern natürlich dem Team vom Haus Neumeier, das hier hoffentlich vernünftig bewirtet hat und weiter bewirken wird, wenn der Bedarf da ist. Dann unserem Team, den Kollegen aus Düsseldorf, die dafür sorgen, dass wir so eine schöne Kulisse haben und dass die Technik auch bis auf Mini-Holprigkeiten doch hier wunderbar funktioniert. Dafür vielen Dank. Und natürlich mein Dank den Kollegen, die heute auch arbeitend hier sind, nämlich Heinz Kühn, der jetzt gerade losgehuscht ist, weil er dafür sorgen wird, dass wir morgen natürlich auch aktuell in der Rheinischen Post über diesen Tag berichten, und der Kollege Armin Fischer, den die meisten von Ihnen kennen, der dafür sorgt, dass der Abend auch im Bild sehr schön dokumentiert vorliegt. Ihnen allen nochmal vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Das war wirklich überwältigend. Ich habe, glaube ich, keinen Zweifel daran, dass Sie alle politisch interessiert sind, sonst wären Sie nicht hier, dass Sie auch wählen gehen. Aber ermahnen Sie auch Ihre Nachbarn, die Familienangehörigen, diejenigen, die da vielleicht ein bisschen träge sind. Es darf bei so einer wichtigen Wahl keine geringe Wahlbeteiligung geben. Sie stellen hier die Weichen für die nächsten 6 Jahre. Nutzen Sie diese Gelegenheit und werben Sie bitte auch dafür. Dankeschön.